Hey, da kommt ja mein persönlicher Schallplattenverkäufer vom Schaffenheim. Hallo Flo, wie geht's? Florian, wie war's? Mittel, wie immer. Weisst, der Richi hat schon recht. Die Leute finden die Platte zwar wieder trendy, aber es langt halt nicht, um den ganzen Laden aufrecht zu behalten. Vielleicht muss ich gleich mal umschauen wegen einer neuen Lehrstelle. Ich glaube nicht, dass es unseren Laden noch lang macht. Ja, komm, ich glaube, das kommt schon gut. Weisst, schau, das ist ein neues Business, oder? Der Richi und du, ihr habt angefangen mit dem Laden, oder? In so einem kleinen Kuhkaff. Da kennst du kaum mehr Schallplatten. Weisst du, da sind nicht tausende Leute, die Schallplatten kaufen können. Da muss man jetzt ein bisschen Geduld haben und Zeit, dann kommt das schon gut mit dem Business. Schau, ich glaube ganz fest, dass das schon gut kommt. Ja, glauben kannst du in der Kille, Mann. Hey, los, wir sitzen doch mal in aller Ruhe zusammen am Abend mit etwas Feinem zu knabbern und zu trinken und diskutieren das mit deiner Lehrstelle. Ist gut? Okay. Ja, also, ich mache jetzt Schluss, Spätzle. Wir sehen uns dann morgen. Tschüss, ich liebe dich. Hey! Hi, Janine, schön bist du auch da. Warte doch schnell. Komm, sitz mal da an, wir müssen etwas besprechen zusammen. Flo, kommst du auch ein bisschen gut? Ist etwas für alle? Hey, daher, komm. Nein, es ist immer. Muss man immer alles zweimal sagen. Es geht also schon ein bisschen schneller. Und ein bisschen motivierter. He? Gut. Hey, hört mal, morgen kommt ja mein Götti-Bub, der Ben aus Amerika. Daumen hoch. Mega Freude, oder? Und ich freue mich auch schon ewig drauf, wie ihr wisst. Darum habe ich auch schon ein neues Käppli besorgt. Ihr seht, ich bin voll auf Amerika eingestellt. Hey, auch neue Gurt. Statt mit Stier ein Mikrogurt, etwas Cooles à la Cowboy, gell? Also, ich freue mich mega. Und ja, es wäre cool, wenn wir ihn zusammen als Familie könnten am Flughafen abholen morgen. Der Flug, das ist irgendein Swissflug, der kommt, wenn er keine Verspätung hat, sollte eigentlich gut gehen, um 5:30 etwa zu Zürich an. Also ich denke, wir fahren Wo ist eigentlich die Mami? Hey, heute Morgen, zum Morgen hat sie gesagt, dass sie Lehrerkonferenz hat. Man könnte ja ein bisschen zulassen, hä? Gut, also lasst, wir fahren morgen. Wie alt ist er eigentlich? Das ist jetzt 21. nicht, das ist jetzt nicht wichtig. Wir fahren also. Wie ist er mit uns verwandt? Hey, redest nicht immer drin. Er ist nicht richtig mit uns verwandt. Er ist nur ein Papi, ein Götti-Bub. Sonst noch Fragen? Wo schlaft er? Mann, ihr habt ja Fragen, Freunde. Lasst, der Flo hat das grösste Zimmer von allen. Ich denke, er schläft beim. Ja? Nie! Hey, kein Widerrede, gell? Okay, rasch nicht gerade aus. Hey, lasst mal zu, Freunde. Ich würde gerne meinen Götti-Bub hier herzlich willkommen heißen. Ich finde es einfach wichtig, dass er sich hier angenommen fühlt und wohl. Dass er gerade ein Zuhause hat hier. Das ist wichtig. Die Hai? Was heisst das schon? Ich weiss ja nicht einmal, ob ich mich da die Hai fühlen kann. Mann. Wo fühlst denn du dich daheim? Dort, wo mich die Leute so annehmen, wie ich bin. Ich glaube, der Ben sollte auch lieber daheim bleiben. Dort fühlt er sich ja vielleicht auch daheim. Nein, Flo. Lass, genau darum kommt ja der Ben hier an. Klar, auch zum Sprachenlernen. Natürlich, er geht ja in die Sprachschule, wie ihr wisst. Aber ja, es geht auch darum, dass er mal von daheim weg will. Er fühlt sich dort nicht mehr so wohl. Ich glaube auch, er ist ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Ein Zuhause im Ausland zu finden, ist ein bisschen komisch. Aber ja, wieso nicht? Schlussendlich kommt ja auf das Gefühl darauf an, wo man sich daheim fühlt. Genau. Oh, wie tiefgründig. Nein, du nicht blöd, sie hat schon recht. Hä? Also lass, dein Herz ist dort daheim, ja, wo du dich auch daheim fühlst. Und egal wie weit das Herz wandert, zur Ruhe kommt es erst, wenn es Heimat findet. Schön, euch zu sehen. Guten Morgen miteinander.
Und alle, die Familie haben, so in diesem Alter, alles ist Zufall. Hat nichts mit der Realität zu tun. Es sieht bei euch aus ganz anders aus, die Hause. Das ist logisch. Völlig überzeichnet, nichts mit der Realität zu tun. Der letzte Satz von der Theatersoap war, nein, sie hat schon recht. Dort, wo sich das Herz die Hause fühlt, dort ist man auch die Hause. Egal wie weit das Herz wandert, zur Ruhe kommt es erst, wenn es Heimat findet. Und so heisst ich euch willkommen zu unserer neuen Serie Heimat, das Zuhause für dein Herz. Ob Familie, Wirtschaft oder Politik, unsere Gesellschaft geht unbestritten durch grosse Umwälzungen durch, Umwälzungen, die auch Unsicherheiten mit sich bürgen. Gerade in solchen Phasen sehnen sich Menschen nach Heimat. Sicherheit, innerliche Sicherheit, ein Ort, wo das Herz wirklich die Hause ist und man weiss, da passiert nichts. Oder wenigstens wird nie rausgekickt. Es ist auffallend, wie in den letzten Monaten, und bevor ich mich entschieden habe, in der Bewegung mit euch zusammen diese Serie zu machen, oder bevor ich sie angedenkt habe, ist mir in den letzten Monaten aufgefallen, wie viel in der Presse über Heimat geredet wird. Wie viel über die Heimatlosigkeit und die Suche nach Heimat geredet wird. Und wie viel vor allem auch Angst herrscht. Und Angst bringt zu Abgrenzung. Angst, ein Stück Heimat zu verlieren. Angst, fremd zu werden im eigenen Land. Und das sehen wir in ganz Europa und darüber hinaus, führt manchmal auch zur Abgrenzung. Heimat ist stets das Leben, wo man Bürger ist, wo man Wurzeln hat, wo man sich angenommen fühlt, wo man die Heimat ist. Heute ist ein Teil 1, der heisst Heimat suchen. Für die mich nicht so kennen und auch Gäste sind heute, ich habe sehr verschiedene Berufe gehabt. Und egal, ob ich als Bauer meine Lehre gemacht habe, die ich zwar dann abgebrochen habe, aber immerhin 8 Monate, und dann einen Zettelschüss wie Partisan, mit in der Nacht der Zimmertür und bin gegangen. Nachher habe ich als Fliessbandarbeiter geschafft in der Toni-Molkerei. Ich musste sagen, du das WC hast, Entschuldigung, kann jemand anderes das Fliessband kommen, sonst könnte die Spastmilch still, oder? Dann habe ich als Ausläufer geschafft. Leider hat es noch kein GPS und kein Navi gegeben. Und ich habe das Zeug nie gefunden. Habe ich hören. Dann bin ich Briefträger gewesen. Das war meine nächste Ausbildung. Dann Verkäufer, Versicherungsexperte, Product Manager und seit über 30 Jahren bin ich Pfarrer. Und jetzt, in all diesen Berufen, ob als einfacher Angestellter oder als Leiter der Quellenhof-Stiftung jetzt von 100 Mitarbeitern, spielt das keine Rolle. Überall in diesen Posten bin ich Menschen begegnet, die Heimat für ihr Herz gesucht haben. Und ich habe verschiedene Gruppen kennengelernt von Menschen. Da hat es einmal die gegeben, die in die Fremde gezogen sind, voll Energie und Aufbruch und weg und fort, die heiß langweilig geworden. Aber in der Fremde, obschon es mega cool war, wieder irgendwie eine Sehnsucht bekommen haben nach Zuhause, nach dieser Heimat, wo das Herz Zuhause ist. Dann bin ich Menschen begegnet, die zwar Zuhause sind, aber irgendwie ihrem Herzen Leere spüren und nach dem Teilchen XY suchen, wo sie nicht wissen, wie es heisst. Und ich meine, dass es heisst, eine Heimat fürs Herz zu haben. Dann gibt es die Gruppe von Menschen. In Winterthur haben wir mehr von denen, vielleicht auch ein paar von euch da, die ihre Heimat verlassen mussten wegen Krieg, wegen Arbeitslosigkeit, Armut und noch nicht richtig angekommen sind in dem Land da, noch keine Heimat gefunden haben. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die ich finde, die habe ich als die grösste Gruppe kennengelernt. Es sind die Menschen, die durch zerbrochene Beziehungen, durch Gewalt, durch sexuelle Übergriffe, durch Überforderung, durch Kündigung, Jobverlust oder durch psychische Krankheiten ein Stück Heimat verloren haben und auf der Suche sind nach Heimat für ihr Herz. Überleg dir bitte schnell, zu welchen von diesen Gruppen du gehört hast, einmal oder heute hörst
und was das in dir hinein macht. Heimat, das Angebot vom Schöpfer. An vielen Stellen der Bibel redet unser Schöpfer, dein und mein Schöpfer, über Heimat. Die ganze Bibel wird der Gott von der Bibel mit uns ins Gespräch über Heimat kommen. Schon in der ersten Kapitel erleben wir mit, wie Gott einem Menschen Heimat geschaffen hat. Das nennen wir Paradies. Überall, wo es schön ist, sagen wir, es ist Paradies. Das ist meine Frau früher. Ich meine, ihre Mutter kommt von Appenzell und dort war sie bei der Ferien, bei der Großmutter. Und überall, was schön war auf der Welt, hat sie gesagt, ist Schweiz Appenzell? Und ich, sorry, aber wir sind in der Karibik. Ja, aber Schweiz Appenzell, oder? Verstehen Sie, das Paradies, oder? Und in dem Paradies am Anfang, das war nicht wie Appenzell, das war viel besser. In dem Paradies hat es ganz viele geniale Sachen gegeben, die Heimat bedeutet hat. Aber das Genialste, was wirklich Heimat war für das Herz der ersten Menschen, das ist Gemeinschaft, die untrübte Gemeinschaft, Beziehung zu Gott gewesen. Nur hat ihnen die Heimat nicht gelangt. Da hat es nämlich eine Stimme gegeben, die gesagt hat, du kommst zu kurz in dieser Heimat. Dein Herz kommt nicht zur Ruhe, es braucht mehr. Und so hat der Mensch Gott nicht geglaubt, dass die Heimat langt und hat sich die Heimat zerbrochen. Und dann hat die Suche angefangen. Von den Menschen nach Heimat für ihr Herz. Und aus ganz Alten Testament durch sehen wir, wie Gott immer wieder die Heimat vorstellt, Menschen schickt, um andere Menschen in seinem Auftrag in die Heimat einzurufen. Wir sehen in dem Alten Testament, es zieht sich durch wie ein roter Faden, wo wir sehen, wie Gott ruft, wie Gott seine Schmerz zeigt über den Menschen, der an einem anderen Ort Heimat sucht. Und er weiss, ich habe ihn doch geschaffen, ich weiss, was gut ist für ihn. Wir sehen, wie er schreit, wie er ruft, wie er lockt, immer in seine Gegenwart. In eine Heimat fürs Herz. Und dann ist Jesus gekommen. Und Jesus hat auch gerufen in die Heimat hinein. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt in die Welt, um das, was zwischen der echten Gemeinschaft vom Mensch mit Gott gestanden ist und heute immer wieder steht. Die Bibel nennt das Sünde. Um das aus dem Weg zu räumen, für das ist Christus am Kreuz gestorben. Damit Gemeinschaft, echte Gemeinschaft zwischen Gott und dem Mensch, ohne die Kluft, ohne das Ungenügend, wieder da kann sein, was möglich ist. Und der Jesus hat dann die Heimat mit ganz verschiedenen Bildern vorgestellt in der Evangelien. Das eine Bild, das er braucht, ist Gottes Reich. Er redet, dass Menschen, die durch den Jesus zu dem Gott zurückkommen, in die Gemeinschaft zurückkommen mit dem Vater im Himmel, dass sie ein Teil werden von Gottes Reich. Ein Teil sie von Gottes Reich bedeutet ein Bild für die Heimat. Sondern ist eben Himmelreich. Jesus erzählt vom Himmelreich. Er sagt, was für Prinzipien im Himmelreich gelten. Er meint damit nicht einfach den Himmel, wo die Engel herumschwirren, sondern er meint, Himmelreich ist dort, wo Menschen in das Himmelreich eingeboren werden. Jesus oder die Bibel redet auch von Mitbürgern im Haus von Gott. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die versöhnt sind mit Gott, sind auch Mitbürger im Haus von Gott. Und Jesus braucht ein Bild, das für uns nicht so gängig ist und auch nicht so sehr ehrenvoll vielleicht. Er redet von Hirt und Schaf. Aber weil ich ja 3,5 Monate in Israel war, als junger Typ, und einen Monat davon ein Ross hatte, einen Hund und ein paar hundert Schafe und jeden Tag mit denen gegangen bin, weiss ich, was es bedeutet, wenn die Schafe Heimat haben, wenn sie den Hirt kennen, wenn sie seine Stimme kennen, wenn sie ruhig sind und dann auf langer Linie anfangen, in den Steppen anfangen, Gras fressen und zu Abend gehen sie Milch. Ich durfte ja mit melken, so Unterstand, als 18-Jährige. Aber ich habe auch gewusst, was es bedeutet am Anfang, wo sie keine Heimat hatten in meiner Stimme, wo sie mich nicht gekannt haben. Dann haben die immer so
Paarungen gemacht miteinander. Ein Paar sind immer rundherum gerannt, es sind wieder andere rundherum gerannt. Und ich habe gemacht und da den Hund geschickt, mit dem Ross dazwischen, alles nicht genützt. Und so bin ich heimgekommen. Sie haben keine Milch gegeben, sie gefressen haben, bin ich zusammengeschissen worden. Bis ich gelernt habe, mit diesen Schäfen so lange umzugehen, bis sie bei mir als Hirt eine Heimat gefunden haben. Und Jesus, wenn er von Heimat redet, ist ein Bild von dem. Jesus, der Hirt, der Heimat gibt. Er will, dass wir seine Stimme kennen können und auch Heimat finden können. Das stärkste Bild aber von Heimat, für die schon länger im Glauben stehen und länger in die Kirche gehen, die Bibel lesen, die kennen das Bild. Das ist das Bild vom Vaterhaus, das Jesus braucht. In dieser Geschichte von dem Vaterhaus berühren mich immer wieder zwei Sachen ganz, ganz besonders. Schlägt auf, die wollen, Lukas 15, Vers 11. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Das ist für die seinerzeitige Situation eine absolute Unerhörtheit gewesen. Wenn vielleicht gehören die zu denen auch schon zum Vater waren und gesagt, du hast doch noch ein bisschen Geld und ich will das Haus kaufen und könnten wir da nicht einen Deal machen miteinander, so Erbvorbezug, das ist super, nicht mit dem zu. Aber seinerzeit, wenn du im Bauernhof zum Vater bist und du hast gesagt, Vater, ich habe es satt, ich gehe Erbe aufteilen. Das war unerhört. Völlig ohne durch. Gibt es nicht. Findet nicht statt. Und ohne Wenn und Aber. Ohne schlechtes Gewissen anzuhängen. Hat der Vater gehen lassen und das Erbe aufteilt. Das ist Liebe, Freunde. Das berührt mich immer wieder tief. Liebe hebt nicht fest. Liebe ruft nicht hinten an, du wirst schon noch sehen, du wirst scheitern, wenn du nicht daheim bleibst. Wo keine Freiheit ist, ist keine Liebe. Liebe lässt immer in die Freiheit, auch wenn es schmerzt. Und es ist wie eine Ohrfeige. Er lässt dich los. Der Vater zwingt dich nie in das Vaterhaus. Weil das ist Liebe. Manchmal hat man in den Kirchen, gerade auch in den freien Kirchen, aber auch in Landeskirchen, ein Problem gehabt mit dieser Freiheit. Weil wir würden gerne die Leute an sich binden. Wir würden gerne, dass sie jeden Sonntag da sind. Wir würden gerne, dass sie nahe sind. Man hat Angst, Menschen in die Freiheit zu lassen. Dann hat man angefangen, Sachen zu erzählen von dem Gott, der gar nicht gestummen hat. Wir nennen das auch vereinnahmend sein. Wir wollen eine Bewegung sein, die Menschen genauso wie der himmlische Vater in die Freiheit lässt. Das ist nicht ganz ungefährlich. Weil es gibt Menschen, die sind so geschaffen und so auch irgendwie konditioniert, die wollen genau wissen, so ist es, so ist es, so ist es, so ist es. Das muss ich, das muss ich, das muss ich. Und kommen manchmal in ein Dilemma, weil sie vielleicht nicht verstehen, dass die Freiheit manchmal schmerzt, weil sie Liebe ist. Es wäre ein Thema für sich, über das zu reden. Manchmal kommen die Menschen mit ihrer Freiheit nicht zurecht. Aber der Vater lässt frei. Und jetzt noch das Wort zu den Eltern unter uns. Ich erlebe christliche Kreise, wie gerade Eltern, die es mega gut meinen mit ihren Kindern, vor allem mit ihren Teenagern, einfach verbocken. Punkt, fertig, Schluss. Sie verbocken es. Sie klammern. Sie haben Angst. Und wenn ich da an Hannah denke, im Alten Testament, wo ihren Sohn zu diesen Hurenbuben gebracht hat, bei dieser Stiftshütte, die Priester, die korrupt waren, sexuelle Verfehlungen bis zum geht nicht mehr,
Und sie hat ihren Sohn dort gebracht. Sie hat ihn losgelassen, weil sie es Gott versprochen hat. Und sie hat ihn nicht in die Hände von dem Eli und seinen korrupten Söhnen gebracht, sondern sie hat ihn in die Hände von Gott gegeben. Und gewusst, ich bete für den Sohn. Liebe Eltern, liebe Grosseltern. Mein Vater hat mich in die Freiheit gelassen. Ich durfte im Bunker, ins autonome Jugendzentrum in Zürich gehen. Er ist mit mir eine Occasions-Vietnam-Jacke kaufen mit Phosphor-Spuren drauf als Pfarrer. Er hat sich nie geschämt mit mir. Er hat mich losgelassen. Bist du so ein Vater? Bist du so eine Mutter? Oder klammerst du dich? Magst du warten, bis dein Sohn und Tochter von selber wieder zurückkommt? Das war ein Einschub, Entschuldigung. Liebe lässt los. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Nicht nur bei Kindern. Auch in Verwandtschaften. Auch in Freundschaften. Das Zweite, was mich da bewegt nach dem Gala, ist die Sehnsucht vom Vater. Das ist der Vers 20. Was heißt von dem Sohn? So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Es gab um den Satz, dieser sah ihn schon von weitem kommen. Versteht ihr? Der Vater hat zwar losgelassen, aber hat nicht vergessen. Dem Vater ist es nicht aus den Augen, aus dem Sinn gewesen. Dem Vater ist es nicht scheissegal gewesen, was passiert. Er hat gewartet. Und an dem Tag, als er heimgekommen ist er voraus gestanden, hat geschaut und hat ihn von weitem gesehen. Warum geht er an dem Tag voraus? Weil er jeden Tag draussen war, nehme ich an. Jeden Tag hat er draussen geschaut. Wo ist mein Sohn? Ich weiss, er wird eines Tages zurückkommen. Aber er hat ihm nicht eine Kavallerie hinterher geschickt, um ihn zurückzuholen mit Gewalt oder mit Vorwürfen, sondern einfach gewartet. Das liebende Herz von dem Vater, der wartet. Er steht da und hält Ausschau. Und in Timotheusbrief heisst das, sind wir untreu, so bleibt er trotzdem treu. Der Gott, der sich nicht verleugnen kann. Wenn er sich zu einer Person stellt, dann stellt er sich dazu, selbst wenn sie mal untreu ist. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber du kannst ja machen, was ich will. Natürlich kannst du machen, was du willst. Das ist Freiheit. Aber die Folgen, die trägst du. Die Suppe musst du auslöffeln. Und vor dem will ich eigentlich den Vater verschonen. Und ruft dich, heis Vaterhaus, und wartet. Ich stehe heute stellvertretend da für den Vater, der Ausschau hält nach Söhnen und Töchtern, die heim kommen. Und der Jesus, die Geschichten, die er erzählt, von diesen verlorenen Münzen, die Bilder, von diesen verlorenen Schafen, von dieser Heimat, von dem Himmelreich, von dem verlorenen Sohn. Er hat einen gewaltigen Ausruf gemacht. Und ich will diesen Ausruf heute an der Stelle von Jesus machen. Es ist der aus dem Matthäus-Evangelium. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von einer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch, das meint meine Herrschaft. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von ganzem Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Der Heilandruf nenne ich das. Es ist der Ruf von dem Heiland, der ruft in die Heimat und sagt, kommt zu mir. Ich mache euch Türen auf zum Vaterhaus. Und bei mir wird eure Seele, euer Herz können zur Ruhe kommen. Die Kirche kann das nicht. Auch wenn wir in der Kirche da sagen, willkommen die Hause. Auch wenn wir als Kirche mithelfen, dass man die Heimat kennenlernt. Aber schlussendlich kann die Kirche nicht die Heimat sein, auch wenn wir uns Mühe geben,
Menschen können nie schlussendlich die Heimat sein, die nie enttäuscht. Keine Beziehung kann schlussendlich die Heimat sein. Am letzten Sonntag haben wir von fantastischen Hochzeit, Gotik-Hochzeit geredet. Das ist die Brut in Schwarz. Die ganze Gesellschaft musste in Schwarz kommen. Ich habe den Job zugemacht, kein schwarzes Hemd, keinen schwarzen Anzug, aber ein weißes Hemd, dass man es nicht gesehen hat. Es sind Gotik-Leute aus dem süddeutschen Raum angereist an das Hochzeit. Ich habe noch selten junge Menschen gesehen, die mir so an den Lippen gehangen sind. Der Jesus ruft. So wirst du Ruhe finden für deine Seele. Leben in zwei Welten. Ich habe etwa 12 Kreuzfahrten hinter mir mit meiner Frau zusammen. Bei 3 haben wir als Rekognoszierungsfahrten gemacht, den Rest haben wir geschafft, predigt und Seelsorge gemacht. Und ich habe immer die Crew, mit denen ein bisschen geredet und ein bisschen unterwegs sein, mit diesen Crew, also unterwegs einfach, ja, wir haben damit nichts zu tun, wir arbeiten vom Schiff. Und die meisten haben folgenden Kontrakt. Sie arbeiten 8 Monate nonstop auf dem Schiff. Und dann sind es 4 Monate heim. Nicht so easy, hä? Also sie können den Vertrag freiwillig unterzeichnen. Weil sie haben die einfach kein Einkommen, können ihre Familie nicht ernähren. Also kommen sie aufs Schiff, schicken Geld heim. Und nach 8 Monaten gehen sie wieder heim, leben 4 Monate heim und machen vielleicht ein Kindli. Und wenn sie das nächste Mal wieder kommen, ist das Kindli schon auf der Welt. Die Schwangerschaft gar nicht miterlebt. Oder sie haben ein 1-jähriges Bübel, und wenn sie heimkommen, ist es 2. Sie leben in 2 Welten. Und ich habe mir immer wieder überlegt, habe sie teilweise gefragt, wie ist denn das, wenn ihr heimkommt? Und wie ist das, wenn ihr wieder gehen müsst? Und was empfindet ihr, wenn ihr an eure Heimat denkt, hier auf dem Schiff? Das sind viele aus den Philippinen dabei, das sind Leute aus Bulgarien, aus Rumänien dabei, das sind aus jensten anderen Staaten noch. Das sind Menschen, die in 2 Welten leben. Oder ich habe gedacht an die Grenzgänger im Tessin, oder? Die haben den Vorteil, dass man an der Grenze die gleiche Sprache redet. Aber schon, die leben auch 2 Welten. Es sind 2 Gesetzgebungen, die da gelten. In der Schweiz ist es so und in Italien ist es so. In Italien ist es ein bisschen weniger wichtig, dass du genau das machst. Und ein bisschen anders, oder? Auch die Mentalität ist anders. Sie gehen morgen, kommen zu Abend, gehen morgen, kommen zu Abend. Und dann gibt es etwas, was man heute nennt On-Off-Beziehungen. Wo es in den On-Off-Beziehungen oft darum geht, ein bisschen Sex zu haben. Und dann ist man wieder in der anderen Familie. Und dann hat man noch Geliebte oder einen Geliebten. Wie auch immer. Ich begegne Menschen, die in 2 Welten leben. Ihre Beziehung mit Gott. In Bezug auf die Heimat für ihr Herz. Und ich kenne mehr so Menschen, als mir lieb ist. Und ich kenne Lebensabschnitte aus meinem Leben, die auch so sind. Oder sie sind. In 2 Welten die Heime. So ein bisschen bei Gott, mit dem Herz. Und doch an einem anderen Ort. Und doch ist anders Priorität und hängt man sein Herz dort dran. Das kann Erfolg sein, das kann Geld sein. Nichts dagegen, wenn man viel Geld verdient. Halleluja, wenn man die Hälfte der Kirche gibt. Nein. Versteht ihr? Es gibt ein Hobby, alles, das ist wunderbar. Wir sind nicht Brüder, wir sind auch nicht stur. Aber das Leben in 2 Welten, wenn dein Herz nicht wirklich bei dem Jesus der Heimat findet, dann das, was ich heute erzählt habe, lächelst du nur ab innerlich. Und sagst, ich erlebe das nicht. Und ich begreife es, wenn du in 2 Welten lebst. Und das tut mir dermassen leid. Der Dani Weber ist ja einer meiner Nachfolger zur Winterthur. Der hat mir letztens gesagt, weißt du, was mir bei meinem Vater am meisten Eindruck gemacht hat? Ich habe gesagt, nein. Immer wenn ich aufgestanden bin für die Schule und John Kinski, ist mein Vater aus dem Keller rausgekommen.
Das Keller. Immer am Morgen früh in den Keller runter. Wenn er rauskam, haben wir gewusst, jetzt war er in seiner Heimat, jetzt war er mit Gott zusammen. Das hat mich geprägt, sagt er. Und ich mache es weiter. Spüren dann deine Kinder, wo deine Heimat ist? Das ist eine Frage. Du hast Varianten als Mutter, Vater, deine Kinder zu prägen. Wir zwei haben mit anderen hier drin, als Grosseltern, die Chance, das Recht, das Vorrecht, Enkel zu prägen. Erleben Sie etwas von dem, dass wir die Heimat gefunden haben? Erleben zum Beispiel deine Kinder etwas von dem am Sonntagmorgen, dass du mit Freude in die Kirche gehst und sagst, yes, wir gehen wieder dorthin. Weil du die Gegenwart suchst von anderen Menschen in dieser Heimat. Oder wenn es gar nicht darum ist, müssen die Kinder überreden, dass du gehst. Und sie merken irgendwie, ja, ist so ein bisschen, ja, so alle 3 Wochen. Nicht, kein schlechtes Gewissen. Ich rede nur mit dir über das. Spüren deine Kinder, deine Enkel, wo deine Heimat wirklich ist. Das ist zum Beispiel auch dann, wenn es um den Erfolg geht von deinen Kindern. Wenn es darum geht, dass sie uns verrecken müssen ins Gimmi kommen, oder? Also unbedingt einen Top-Job haben. Schön, wenn deine Kinder eine gute Ausbildung haben. Wo ist deine Heimat? Ich lese von einem Mann, wo ich gerne Bücher lese. Ich habe etliche gelesen. Vom Henry Newman. Er war ein erfolgreicher Priester, nicht nur Priester, sondern ein sehr gefragter Referent. Und er hat nach dieser Heimat gesucht, ob schon er erfolgreich war, ob schon er ein gläubiger Priester war. Und schlussendlich ist er in ein Behindertenheim mit Behinderten zusammen wohnen. Und er schrieb Folgendes: Die Krankheit unserer Zeit lässt wohl kaum treffender, die Krankheit unserer Zeit lässt sich wohl kaum treffender als mit den Worten ohne Zuhause oder heimatlos bezeichnen. Heimatlosigkeit offenbart eine der wesentlichsten und schmerzlichsten Lebensumstände, nämlich den Umstand, dass wir uns als nirgendwo zugehörig empfinden und dass wir keinen Ort besitzen, an dem wir uns sicher, umsorgt, beschützt und geliebt fühlen können. Ich war in einer Tagung im Zug. Wir haben so eine Bruderschaft mit 8 Männern. Ja, wir sind nur Männer, kommt man gar nicht in den Sinn. Ja. 8 Männer, alles verrückte Typen, die irgendwie Sachen gegründet haben oder immer noch gründen. Und einer von uns hat 4-seitige A4 Zusammenstellung gemacht über Einsamkeit der Menschen. Einsamkeit hat auch mit Heimatlosigkeit zu tun. Und ich bin einmal erschüttert worden. England hat jetzt ein Ministerium gegen Einsamkeit eingerichtet. Wie man das von Staates wegen könnte machen. Bekannte Psychiater und Psychologen schreiben darüber, wie enorm die Einsamkeit ist für die Menschen. Der doppelte Ruf heute Morgen heisst: Ich rufe Menschen, die weg sind vom Vaterhaus, und lade sie an Jesus Stelle ein, anstelle vom himmlischen Vater, in das Vaterhaus zu kommen. Da hinten haben wir nachher Leute, die gerne für Leute beten, die sagen, ich bin auf der Suche nach dem Heimatland, nach dieser Heimat, oder ich will in die Heimat kommen, vielleicht zurück. Der zweite Ruf gilt an die Menschen, die in 2 Welten leben. Im Alten Testament ist es etwas krasser ausgedrückt. Dort heisst es nicht 2 Welten, sondern es heisst dort auf dem Karmelberg oben, bei Elia, dem Balspriester, und er ruft: Warum um Himmels Willen hinken ihr auf 2 Seiten? Und als ich jung war, hat man gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn.
Warum? Weil das, was predigt wird, du nicht kannst verstehen. Weil du einfach nicht erlebst. So lade ich Menschen ein, die in 2 Welten leben, das Vaterhaus. Und in der nächsten Einsündung wird das vertieft und auch für die, die schon lange im Glauben stehen, noch einen ganz neuen Aspekt wird es in dieser Serie geben. Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Jesus, und du hast heute mich gebraucht, um den Heilandruf, deinen Heilandruf rauszurufen. Kommt zu mir und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Ich bete für die Menschen, die in 2 Welten leben. Ich weiss, wie schwierig es manchmal ist, wenn die anderen Welten so einziehen. Ich weiss, wie schwierig es ist, manchmal bei dir wirklich die Heimat zu haben. Aber du rufst. Und ich bete dich für Menschen, die heute Morgen da sind, die noch nie die Heimat gekommen sind oder wieder weit weg leben. Dass ihr Herz heute ein Stückchen Heimat findet. Und so segne ich euch. Ich segne euch mit Sehnsucht. Aber ich segne euch auch mit Ankommen. Und ich segne euch mit die Heise.